Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Rückspiel gegen Lazio Rom. Wir fangen an mit Matthijs de Ligt und dann folgt natürlich unser phänomenaler Cheftrainer Thomas Tuchel. Rein in den Bums. So, wir starten. Ich werde das Ganze zweiteilen, ne? Erst den Spieler, danach den Tuchel, damit wir es ein bisschen getrennt haben, ne? Also, ich finde sehr gut, dass ein De Ligt da sitzt. Ich denke, es ist auch ein kleiner Fingerzeig in Richtung Zukunft, weil sonst sitzt da ja eigentlich immer nur so ein neuer Müller-Kimmich rum. Ist schön, da mal den kommenden Führungsspieler zu sehen, denke ich. Gut, rein. Servus. Ja, ein herzliches Willkommen in der Allianz Arena. Der FC Bayern bereitet sich auf sein Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League gegen Lazio Rom morgen vor, tags zuvor. Wie gewohnt, die Pressekonferenz zunächst mit Matthijs de Ligt. Matthijs, servus, hallo. Matthijs wird überwiegend auf Deutsch antworten, deshalb vielleicht ein bisschen langsam bei der Fragestellung sprechen, dann fällt das auch sehr viel einfacher. Okay, dann legen wir los und schauen, wo ist das erste Handzeichen, bitte. Und schicken erstmal den Mann oder die Frau mit dem Mikrofon quer durch den Raum. Damit das Mikrofon kommt, hier vorne links, das ist Julian Wolf für die Welt. Wild, immer noch wild. Hallo Matthijs. Es steht viel auf dem Spiel morgen, die Situation ist angespannt, ihr habt zuletzt viele Probleme gehabt. Wie nimmst du die Mannschaft im Moment wahr? Was habt ihr euch vorgenommen für morgen? Ja, was hat man sich vorgenommen? Ich denke, wir haben uns vorgenommen, dass wir mindestens ein Unentschieden spielen, damit wir sang- und klanglos aus der Champions League ausscheiden. Was ist das wieder für eine dumme Frage, Alter? Was nimmt man sich wohl vor in so einem Rückspiel, wenn man 0:1 hinten liegt? Natürlich weiterzukommen. Vollgas zu geben, ist doch Logen. Ja, natürlich wissen wir, dass jetzt wir in einer schwierigen Phase sind, aber ja, deswegen ist dieses Spiel so wichtig, auch für die ganze Saison, glaube ich. Natürlich, du musst immer bereit sein, deine Spiele gut zu machen, aber natürlich, wenn du auch noch in der Champions League bist, dann kannst du sagen, dass du ein bisschen mehr Energie habt, aber ja, morgen ist natürlich sehr wichtig und ja, ich glaube, dass wir bereit sein für morgen. Dankeschön. Dann hier in der Mitte Heiko Nidderer für die Bild-Zeitung. Eins weiter, bitte. Ja. Hallo Matthijs. Du hast in der Saison nicht immer gespielt. Ich glaube, du saßt auch ein paar Mal auf der Bank, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast. Junge, ihr sollt doch alle ein bisschen langsamer sprechen. Habt ihr nicht zugehört, oder was? Es gab viele Gerüchte, was im Sommer passiert. Wie ändert sich jetzt deine Zukunftsplanung, auch wo du weißt, es kommt ein neuer Trainer? Ist aber auch schön, dass er schon gesagt hat, Gerüchte. Und jetzt fragt er ihn, wie sich seine Zukunftsplanung ändert. Also erstmal hat der Spieler bei uns Vertrag. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was er jetzt sagen wird. Wie gesagt, ich gebe auf den Mist, den in der Zeitung steht, eh nichts. Aber logisch, wenn Tuchel Trainer geblieben wäre und er hätte den De Ligt weiter außen vor gelassen, na klar ist das ein Spieler, der spielen will. So, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Ist deine Zukunft voll auf Bayern München ausgerichtet? Ja, jetzt sind wir natürlich noch ganz in Saison und dann ist auch natürlich nicht das Moment zu denken, aber über einen Wechsel oder etwas an. Jetzt bin ich eigentlich sehr froh bei Munich. Natürlich habe ich jetzt diese Saison ein bisschen schwere Saison gehabt, weil ja, das große Teil bin ich auch verletzt gewesen. Dann ist es natürlich immer schwerer zuzukommen in deine Topform und ja, ich glaube, dass jetzt physisch bin ich in gutes Form. Ich fühle mich gut. Natürlich macht der Trainer am Ende Entscheidungen, deswegen ist er auch Trainer und kann ein Spieler gar nichts sagen darüber. Und ja, das Einzige, was ich kann kontrollieren, ist so gut wie möglich zu spielen und so fit wie möglich zu sein. Und ja, das war natürlich nicht die ganze Saison so. Und ja, jetzt bin ich wieder verletzungsfrei und fühle ich mich gut. Und ja, würde ich natürlich ja, so viel wie möglich die Mannschaft helfen. Nebendran Vincent Schirpke für TZ München. Was hat er jetzt auch anders erwartet, was da für eine Antwort kommt? Hallo Matthijs, du kennst ja Lazio auch noch aus deiner Zeit in Italien. Was braucht es denn morgen, um gegen eine italienische Defensive einen Rückstand aufzuholen? Ja, natürlich die Italiener sind natürlich immer sehr gut defensiv. Richtig schwer wird's halt, wenn wir irgendwie ein Tor kassieren sollen. Also dann wird's richtig schwer. Ja? Also wenn Lazio 1:0 in Führung geht, dann erstmal 2 Hütten zu machen, wollen wir es nicht hoffen, ne?
intensiv. Sie sind sehr fleißig immer, auch in der Box sind sie sehr gut. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir Männer in der Box haben, um Toren zu machen, um unsere Chancen zu verwerten. Und ja, natürlich musst du auch immer bereit sein und immer fokussiert, dass du kein Gegentor kassiert. Ja, ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel morgen für uns, aber auch ein sehr großen Challenge. Auf der linken Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo. Ja, denke ich auch. Matthijs, wie ist bei euch in der Mannschaft jetzt die Atmosphäre? Wie ist die Stimmung? Die Situation ist schwierig. Redet ihr untereinander viel oder redet der Trainer viel? Wie klärt ihr derzeit die Situation? Ja, natürlich. Wenn du bei München bist und du stehst, glaube ich, 10 Punkte hinter bei Leverkusen, ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass Fußball ist nicht alles immer schön. Auch manchmal hast du Phasen, wo das schwierig ist. Und dann ist das Wichtigste, dass wir alle zusammenbleiben und auch, dass wir unsere eigene Motivation, unsere eigene Kraft auch sehen lassen. Und ja, deswegen ist es sehr wichtig, zusammen zu bleiben und zusammen zu arbeiten, zusammen zu reden. Und ja, ich glaube, dass morgen ein sehr schönes Spiel ist für uns, um wieder ja, reinzukommen und zusammen wieder ein Spiel zu gewinnen. Daneben Torben Hoffmann für Sky. Matthijs, nun muss der Trainer am Saisonende gehen. Wo siehst du persönlich die Gründe, warum es nicht gematcht hat mit Thomas Tuchel, dass er eben seinen Vertrag nicht bis 25 erfüllen kann? Er macht ja auch manchmal Aussagen, dass die Mannschaft nicht den Plan umsetzt, den er der Mannschaft mit auf den Platz gibt. Also wo sind da die Probleme auch zwischen Trainer und Mannschaft? Ja, glücklich bin ich kein Direktor, das analysiert, dass ich da nicht analysieren muss. Aber ja, natürlich, die sind natürlich am Ende auf dem Platz, hast du den Trainer und hast den Spieler. Und natürlich am Ende ist der Trainer verantwortlich. Und das haben sie auch gesagt, ja, der Trainer geht weg diesen Sommer. Aber ja, ich glaube, wir Spieler sind natürlich auch verantwortlich. Ich glaube, wir machen alles zusammen. Und wenn der Trainer weggeht und sie sagen, das hat er nicht gut gemacht, dann müssen wir auch als Spieler nach uns selber schauen und sagen, nein, wir haben das auch eigentlich nicht gut gemacht. Und ich glaube, dass wir das alle auch wissen. Und ja, eigentlich sind wir alle zusammen jetzt, ja, ich weiß nicht, in der Scheiß, nicht so gut, aber ja, wir sind zusammen in diese Phase und wir müssen zusammen auch rauskommen. Und ja, deswegen sage ich, es ist morgen ein sehr wichtiges und großes Spiel für uns. 2 Reihen weiter oben, yes please. Ja, was soll er auch sonst sagen, ne? Und natürlich hat er mit seinen Aussagen natürlich auch recht. Ciao, Matthias. Ich wollte dich fragen, Matthijs. Also ich hoffe, dass du noch Italienisch verstehst, aber du warst bei Juventus, die 2019, 2020 mit Sarri den Titel geholt hat. Aber die haben euch zweimal geschlagen, auch in der Supercoppa. Wie sind noch deine Eindrücke von damals, von der Saison 2019, 2020 und dann aufs Spiel morgen, sich beziehend, du wirst morgen spielen. Du kennst ja noch Sarri aus der Juve-Zeit. Was glaubst du, wie er morgen aufspielen lassen wird? Wird es vielleicht ein Vorteil für dich auch sein, dich einzustellen zu können? Nein, also wenn man von 2019 spricht, als Lazio sehr stark war, mit Simone Inzaghi sind 5 Jahre vergangen seit der Zeit, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber meiner Meinung nach ich habe mit Sarri 1 Jahr lang zusammengearbeitet, habe viel gelernt, sehr taktisch geprägt alles und das kann natürlich auch helfen, aber normalerweise ist es immer schwierig, die Mannschaften von Sarri zu begegnen, weil sie immer sehr gut im Ballbesitz sind, sehr gut verteidigen, sehr aufmerksam sind und wir müssen einfach sehr stark sein morgen, um das Spiel dann auch wirklich für uns zu entscheiden. Dann der nächste italienische Und Probleme? Hallo Mathis.
Von Sarri hast du viel gelernt, hast du gesagt. Was hast du am meisten von ihm lernen können, von Sarri? Und hast du es bereut, damals die Serie auch zu verlassen? Also ich habe viel von ihm gelernt, vor allem was die Defensivarbeit angeht. Ich war sehr an das 1:1 gewöhnt und wir haben damals mehr dann Raumdeckung gespielt unter Sarri. Und die Serie A ist ein schöner Wettbewerb, eine schöne Liga. Und ich habe gestern jetzt Napoli-Juve gesehen, war eine sehr intensive Partie, sehr schöne Atmosphäre. Aber jetzt bin ich sehr glücklich hier bei Bayern und ich hoffe, dass wir morgen gewinnen werden. Ganz oben auf der rechten Seite, please. Para TNT Sports in italiano. Come possiamo descrivere un giocatore come Ciro Immobile? Ciro Immobile, wie können Sie ihn beschreiben als Spieler? Und wie muss man gegen ihn spielen? Danke. Er ist ein sehr starker Angreifer, ein starker Spieler, einer, der immer trifft, der immer auf die Bälle wartet. Ist schwierig, ihn zu... Ja, der kann uns schon wehtun, ne? Aber wenn Dyer und De Ligt spielen, das wissen wir natürlich noch nicht, bin ich ganz guter Dinge. Verteidigen. Denn wenn er Chancen kreiert, dann trifft er normalerweise immer. Das ist immer schwierig für einen Abwehrspieler natürlich, gegen so einen Spieler zu spielen. Und man muss einfach sehr aufmerksam sein. Yes, please. Einmal in der Mitte noch, bitte. Ja. Ciao Matthijs, Alessandro De Felice. Hallo Matthijs. Torno sulla partita di domani. Also Spiel von morgen. Innerhalb der Kabine. Also wir wissen alle, dass Tuchel geht am Ende der Saison. Kann morgen das Spiel eine Entscheidung fällen, auch ein frühzeitiges Aus vielleicht? Also morgen ist natürlich sehr wichtig für uns, für die Mannschaft, für den Verein. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation in der Bundesliga, die ein bisschen schwierig ist. Aber die Champions League ist auch ein sehr wichtiger Wettbewerb für uns. Wir wollen bereit sein für dieses Spiel morgen. Denn wie du schon gesagt hast, wenn man ins Viertelfinale kommt, dann ist es immer sehr gut. Es ist sehr gut für den Rest der Saison dann auch. Man hat mehr Energie. Und deswegen ist es einfach morgen ein sehr wichtiges Spiel für uns. Okay, kein Handzeichen mehr. Dann vielen Dank, Matthijs. Wir sind gleich zurück mit Thomas Tuchel. Ja, Konrad, sich so viel zu sagen, ne, ist ja auch so der normale Smalltalk. Kann sich jetzt auch nicht dahinsetzen und sagen, ja, der Trainer hat mich nicht so gemocht oder sonst was. Sehr souverän von ihm, ne, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Ist halt für mich auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Und ja, was das anbelangt, sag ich euch ganz ehrlich, bin ich schon irgendwo froh, dass ein Tuchel nächste Saison nicht mehr da ist. Weil das die Chancen schon sehr erhöht, dass der kommende Trainer vielleicht auf den De Ligt als Abwehrchef setzt. Und ich denke, das ist auch die richtige Wahl. Aber werden wir natürlich sehen. Erstmal steht morgen das Spiel an. Ich bin sehr gespannt von der Qualität her. Ja, wenn du das auf den Platz kriegst, was du hast. Aber das ist ja das Problem die Saison, dass wir das halt nicht hinkriegen. Ne? Dann musst du natürlich weiterkommen zu Hause gegen Lazio. Aber das wird kein einfaches Spiel werden. Bin ich mir relativ sicher. Gut, Leute. Teil 1 ist durch. Damit gehen wir dann gleich rein in Teil 2 mit dem Tuchel. Ich bin gespannt, was er wieder rausballert. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wie immer für euren super Support. Bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz.
Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.